Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, ich freue mich so. Das erste Mal von meinem neuen Wohnort, wo ich von meinem neuen Wohnort wegfahre, TÜV fahren. Das ist so geil. Also weißt, ich muss einfach sagen, bei mir ist es so ein Ort, da fahren viel TÜV durch und viele schöne Autotouren, Oldtimers rum, Sportwagen durch. Wirklich viel und bei so Wetter sowieso. Und dann ist es einfach eine Qual, als TÜV-Fahrer die Heiz hocken. Wenn es so Wetter ist. Und eigentlich gehe ich nicht den ganzen, ich fahre ja nicht vom Morgen um 8 bis am Abend um 8 gehe mit dem TÜV rum. Also, weißt du was ich meine? Ich brauche noch ein bisschen, bin ich schon zufrieden. Und das mache ich jetzt. Das ist einfach schön. Das ist einfach richtig schön, selber wieder dazu können zu gehören. Zu dieser zu den TÜV-Liebhabern. Also ich merke, wer da vorne dazu gehört, kann einfach nicht fahren. Das ist einfach schön, jetzt wieder zu fahren. Und jetzt bin ich auf dem Weg, mit dem alten Schulkollegen zusammen ein bisschen TÜV fahren lernen. Da hat eigentlich da jetzt unterwegs noch ein Video aufnehmen, weil es ist einmal eine bisschen andere Sicht als immer Zwinti. Und genau, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ob ich das überhaupt erzählt habe. Und zwar war eigentlich meine Idee gewesen, weil ich jetzt nicht mehr Zwinti, nicht mehr so wirklich Zwinti unterwegs bin, wie einfach Winti viel weiter weg ist als Schaffhausen, dass ich nicht mehr Zwinti unterwegs bin mit dem TÜV fahren. Aber auf der anderen Seite, es ist zwar doppelt so weit weg, aber es ist nicht, weiss ich nicht wie weit weg, es ist eine halbe Stunde weg von mir, oder? Und von dem her ist es nicht so schlimm. Also ich glaube, Winti wird weiterhin müsste heim bleiben. Auch wenn ich jetzt viel näher bei Frauenfeld bin, oder bei Schaffhausen wieder Winti, oder ist einfach näher. Aber ja, also ich schaue mal, wie es sich ergibt, so im Privaten, aber mit den Videos wollte ich vielleicht schon schauen, dass ich eher Winti-Videos aufnehme, einfach aus dem Grund, dass ich nicht so krasse Änderungen gibt auf dem Kanal, oder? Das ist ein das Ding. Ich habe schon von Let's Plays aufgehört, dann habe ich Motovlogs gemacht und jetzt soll ich den Inhalt vom Motovlog auch noch ändern. Ja, nicht so toll, oder? Also ich weiß nicht, wenn ihr das findet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wo das gleich ist, wo ich fahre. Aber ich finde jetzt, wenn ich jemandem zuschaue und der ist jetzt nicht mehr Winti unterwegs, sondern irgendwo sonst, wird schon nicht so toll, vor allem wenn wir selber Winti halt wirklich kennen, oder? Genau. So viel zu dem. Mein Navi sagt irgendwie gar nichts. Ich habe glaube Dinge eingestellt, dass es ruhig ist. Scheiße. Obwohl eigentlich weiss ich schon, wie es ans Ziel geht. Oh, jetzt hätte ich da anhalten können. Mal schon schauen, ob man wieder so anhalten kann. Halt, ja, man muss aber schnell Flut. Oder ich fahre schnell da raus. Oder nicht? Hat so ein Lichtsignal. Jetzt kein Lichtsignal, oder? Ich fahre da schnell raus, komm. Und dann kann ich vielleicht da schnell anhalten. Ja, schau mal die geilen TÜV. Wow! Mit mich, Scheiße, schau mal. Die SMC, Scheiße, die neue KTM SMC 690. Scheiße, schau mal das an. Die neue KTM SMC 690. Ich muss auf dem Highway schauen, wenn da noch etwas ist. Das ist doch nicht so. Hast du gesehen? Ich glaube so nicht, ich bin ja nie bei der KTM SMC 690 gewesen. Nein, aber ich habe jetzt gemerkt, mein TÜV, ich habe den TÜV zwar nie wählen. Ich hatte eigentlich nur genommen wegen dem Lernen fahren. Aber wenn man andere TÜV anschaut, ganz ehrlich,
dann ist der TÜV gar nicht schlecht. Das Logische ist jetzt mittlerweile 4-jährig. Er hat mittlerweile fast 20'000 Kilometer. Aber er ist trotzdem gut. Ich meine, du hast auf dem Tacho alles. Du siehst, wie viel er gerade aktuell verbraucht. Du hast die Zeit, du hast den Gang, du hast die Geschwindigkeit, du hast die Touren und du hast totale Kilometer. Und du kannst auch umstellen, dass du halt andere Sachen siehst. Oder? Der Trip zum Beispiel, Tageskilometer etc. Also, ich will zwar immer denken, ich will einen anderen TÜV, aber eigentlich ist das gut. Ich habe ihn mittlerweile aus dem Ricardo genommen, habe ihn lange angeboten, aber ich habe gefunden, hey, wenn ich ihn jetzt verkaufe, auch ein bisschen teurer rein da, als ich ihn überhaupt gekauft habe. Aber ich habe gedacht, hey, wenn du jetzt für ein bisschen paar 100 Franken plus machst, ist zwar schön, okay, aber das Problem ist, wenn du nachher keinen TÜV mehr hast, dann hast du zwar Geld auf der Hand und nicht wenig, aber du hast keinen TÜV mehr und dann ist es auch scheiße, oder? Das Navi sagt gar nichts. Das ist so nervige Witze, wo ich nicht drauf schauen kann. Jetzt, wo ich nicht drauf schauen kann. Es ist jetzt nicht schlimm gewesen und wahrscheinlich auf der Kamera sieht es noch viel harmloser aus, dass die durchgefahren ist. Aber ich bin ein TÜV und habe viel schwerer zum Bremsen. Und die tut so auf ein bisschen schauen, ein bisschen freundlich schauen. Nein, das ist nicht witzig, was du gemacht hast. Ganz ehrlich. Ja, es gibt bei mir in der Nähe so geile Strecken zum TÜV-Fahren. Also zum Autofahren richtig kurvige Strecken. Also geil in dem Sinn, wenn man nichts im Auto hat. Oder? Aber wenn man natürlich in der Post ist oder am Zügel ist oder so, dann sind das natürlich Horrorstrecken mit so viel Kurven. Ja, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen, ein kleiner Random Vlog mit der KTM, den ich gesehen habe, die man mieten kann. Dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro 94.